Laut Forschung sind die Slowenen ein wohltätiges Volk. Ein interessantes Wohltätigkeitsprojekt rief vor einigen Jahren Marko Sorsak-Soki, Schlagzeuger der Band Elvis Jackson, ins Leben. Zum 20. Jahrestag seiner Musikkarriere beschloss er, mit gespendeten Musikinstrumenten slowenischen Grundschülern zu ermöglichen, ihre Liebe zur Musik zu entdecken und auszuleben. Als Marko Sorsak-Soki, der Schlagzeuger der Gruppe Elvis Jackson, 2012 den 20. Jahrestag seiner Musikkarriere feierte, wünschte er sich keine Party mit Torte, sondern wollte das Jubiläum mit Wohltätigkeit bereichern. Gemeinsam mit 20 seiner Musikerfreunde drehte er einen Dokumentarfilm, in dem er mit ihnen Musik machte und ein Interview führte. Es entstand eine DVD, deren Erlös für den Kauf von Schlagzeugen und Gitarren für slowenische Grundschulkinder verwendet wird. Später schlossen sich Sokis erfolgreicher Wohltätigkeitsaktion auch zahlreiche andere slowenische Musiker, Unternehmen und Einzelpersonen an. Der Hintergrund, die treibende Kraft des Projektes, ist nicht nur den Kindern Musikinstrumente zu geben, auch wenn das natürlich das Grundziel ist. Es steckt jedoch noch viel mehr dahinter. Mit dem Projekt bereiten wir nicht nur den Kindern eine Freude, wir motivieren auch die Lehrer, fördern kreatives Schaffen. Es entstehen Schulbands, die Kinder unterhalten sich mehr. Die Lehrer sagen, dass sie deshalb auch bessere Noten haben. Es gibt weniger Gewalt an den Schulen. Die Drago Kobal Grundschule in Maribor war unter den ersten, die neue Musikinstrumente bekamen. Die Ergebnisse des Wohltätigkeitsprojekts sind bereits bemerkbar. An der Schule gab es viele Schüler, die Musik machen wollten, aber keine Instrumente hatten, schon gar kein Schlagzeug. Dies löste, man könnte fast sagen, eine Art Revolution aus, weil sich die Schüler unheimlich für dieses Instrument begeistern. Aus dem Projekt gingen allein in dieser Schule ein Musikzirkel, mehrere Musikspiele und 3 Schulbands hervor. Zudem wird in diesem Schuljahr sogar das Fach Ensemblespiel eingeführt. Mein größtes Idol ist Marko Sorsak-Soki. Ich glaube, dass ich für die ganze Band spreche, wenn ich sage, dass wir sehr froh sind, dass er uns das Schlagzeug und die Gitarre beschafft hat, sodass wir eine Band haben und auftreten können. Ich habe keine Idole unter den Schlagzeugern. Wenn ich aber ein Vorbild suchen würde, jemanden, der mich unterstützt, dann wäre es mein Lehrer, das heißt Marko. Bislang haben bereits 40 Grundschulen neue Instrumente bekommen. Sokis Ziel ist die Zahl 100. Sein Wunsch ist es, die Idee auch über die slowenischen Landesgrenzen hinauszutragen. Das Wohltätigkeitsprojekt wird bereits in Kanada und Japan verfolgt, denn Soki ist Vertreter des weltberühmten Schlagzeugherstellers Tama. Auch von Tama wurden Instrumente für slowenische Kinder gespendet. Wir haben sogar darüber gesprochen, dass die Vertreter von Tama beim Besuch der 100. Grundschule persönlich vorbeischauen und die Instrumente überreichen. Sie finden die ganze Sache auch so interessant, beziehungsweise der Hintergrund des Projektes gefällt ihnen so gut, dass sie auch selbst mehr dazu beitragen und es über weltberühmte Musiker auch in anderen Teilen der Welt verbreiten wollen. Für das Projekt 20 für 20 wurde Soki auch vom slowenischen Staatspräsidenten Borut Pahor mit dem Apfel der Inspiration und dem Medienpreis Jeromet, zu Deutsch Scheinwerfer, für sozial verantwortliche Projekte prämiert. Wir können Soki nicht genug danken für das, was er für uns und für Generationen von Kindern getan hat. Er hat sie ihren Träumen nicht nur näher gebracht, sondern er hat sie wahr gemacht. Ich gebe zu, dass ich so manche Träne vergieße, weil es viele emotionale Momente gibt. Doch die aufrichtige Freude der Kinder und nicht zuletzt auch der Lehrer machen das Ganze mehr als lohnenswert.